Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit düt und dat. Mitten in de Spargeltiet. Pinksten ist auch noch. Ich hoff, dat geht ja gut. Wir fangen mal mit ein amüsant Geschicht an. Der Papst, der wohl nu 2 Monat nach seiner Wahl bei ein Bank in Chicago seine Kontodaten ändern lassen. Also Adress, Telefonnummer und was so dazu gehört. Und er hat dort den selbst anrufen und sich mit seinen bürgerlichen Namen meldet. Er hat auch alle Sicherheitsfragen ehrlich und korrekt beantwortet. Die Sachbearbeiterin, die hat dann aber gesagt, nee, so geht das nicht, hei muss persönlich vorbeikommen. Hei hat gesagt, das geht von seiner Seite ut nicht. Ob das denn helfen würde, wenn hei nu verkloren würde, dass hei der Papst ist. Düt, düt, düt. Die Sachbearbeiterin hat einfach oblegt. Uns ehemalige Finanzminister Christian Lindner, der hat sich ja u de Politik zurückgetrocken und er ist Vertriebsvorstand bei der Autoland AG worden. Das macht er anscheinend so gaut, nu ist er dort Vorstandsvorsitzender worden. Kenen er dat dacht, ist doch noch wat ut im Worn. Vielleicht kann er je lader Deutschland auch noch retten, die so nämlich nu auch pleite, das kann je nicht an die Autos lenken. Also das muss je mit Russland zusammenhängen. Aber wenn dat glücken schür, Lada in Deutschland tau ein Premium-Marke tau entwickeln, also dann kann er wirklich wat. Vielleicht könnt Christian Lindner jo noch gleichzeitig die Deutsche Post retten. Die wird nämlich an Süssen in das Unternehmen DHL integriert. Das heißt, den Namen Deutsche Post, der verschwindet. Gift nicht mehr. Vielleicht möchten wir Briefe denn auch bald als Paket verschicken. Die Ölleren von uns, die wird sich vielleicht noch besinnen. Wir haben sogar mal einen Postminister hat. Das wollen wahrscheinlich in Zukunft ein DHL oder ein Paketminister. In Florida ist auf einem Golfplatz nur ein 5 Meter hohe güldene Statue inweiht worden. Die Statue ist ein Eigenabbild von den Golfplatzbesitzer. Und ein befreundeter Pastor, der hätte denn sogar noch seinen Segen dort gegeben. Vielleicht hat der Pastor beide die Geschichte u der Bibel mit dat güldene Kalf verlesen schul. Und wo wir nu grad mal düssen Golfplatzbesitzer anwickel hebt. Er hat den amerikanischen Staat ob 10 Milliarden Dollar Schadenersatz verklagt, weil ein Mitarbeiter von den Steuerbehörden für Jahren Steuerdaten und Vermögensdaten publik gemacht hat. Diese Klage hat er nu aber wieder zurückgetrocken. Dafür bekommt er in Gegenzug ein Hilfsfonds über 1776 Millionen. 1776, das ist das Gründungsjahr von Amerika. Ein Fonds für Entschädigung an Unrecht politisch Verfolgte. Zum Beispiel an die als Kapitalstürme bekannten eigenen Sympathisanten oder an die Proud Boys, diese rechtsmilitante Miliz. Und hey, also uns Golfplatzbesitzer mitsamt sein Imperium, mitsamt sein Familie und eins, was damit verwandt und verschwägert ist, bekommt einen lebenslangen Schutz, was Steuerüberprüfungen betrifft. Das heißt, das hätte Justizminister unterschreiben. Dann hei aber selbst inset hätt. Ich will nun nicht von Mafia-Methoden schnacken. Nee, so gaut ist die Mafia nu auch wieder nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Mafia bald nicht mehr rumkommt, sich dort in Florida oben Golfplatz utbilden zu lassen.
Und nu war das wieder Zeit für Helmut. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Helmut, das geht los. Moin, ja, hier bin ich wieder. Helmut, geht los. Ich hoffe nicht, aber der Regner. Die Deutsche Bahn, die will ja seit Jahren auf die Strecke von Hamburg nach Hannover eine Schnellstrecke bauen. Abkoppelt von den bestehenden Gleisanlagen, also weg 7 oder 9 Minuten schnelle in Hannover. Mittenmank durch die Lümburger Heid. Mittenmank auch stegenwies durch die einzelnen Ortschaften, so wie bei uns. Die Aufregung, die ist nun natürlich groß, weil kaum noch eine Hoffnung hat, dat zu verhindern. Ich hef nu den Vorschlag gemacht, dat wij als Lütjes Dörp nu den Gegenangriff uthalen schön. Wij dreit den Spieß einfach Da reckt die nicht mit. Bei uns wart nu grad die ole Bahnschuppen, werde schick macht, so in Eigeninitiativ. Da geht die Planstreck sowieso direkt an vorbei. Ich sag, dat mut grödde waan. Viel grödde. Damit we Mittel ut de Sondervermögen kriegt. So ne Mischung ut Hamburg-Altona und Stuttgart 21. Wei stellt dann Antrag ob Metropolbahnhof Hamburg Süd mit S-Bahn-Verbindung nach Hamburg, mit Seilbahnverbindung, na dann will sie de Bach, mit Zwischenstopp, durch den Baumgipfelfahrt von Wildpark. Mit düssen Vorschlag, da bringt wir alles durch ein Anne. Wenn wir dat professionell angeht, dann wird dat ganze Ding vielleicht sogar noch kippen. Glaubt mir dat. Tschüss, Helmut. Besten Dank, Helmut. Na, den wünsche ich ja viel Erfolg. Wir kommt nu tau uns Lesabteilung Sport. Bloß mal so anran. Also, ich will das gar nicht so groß betonen. Hier, mein FC Bayern München. Deutsche Meister, 35. Mal. Pokalsiege, 21. Mal. Bloß mit der Champions League. Da hätte das ja nicht klappt. Verdient haben sie das aber. Also, nach meiner Meinung. St. Pauli sticht ab. Schade eigentlich. Wolfsburg, wetten wir noch nicht so genau. Schalke ist aber wieder durch. Mourinho, the special one, der übernimmt das Chaos bei Madrid. Und Pep Guardiola, der macht einmal eine Pause. Weltmeisterschaft, ist ja auch noch. Irgendwie hab ich so'n komisches Gefühl. Wer lurt dat mal af? Apropos af. Ich hau nu auch af. Dat wollen wir der Plattkanal mit dut und dat. Ich freu mich, dat ihr reinkeken habt. Ich hoff, wir seid uns wieder. Ich bin Jürgen Müller.